Guten Morgen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Völkern, der Höchste auf Erden. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Völkern, der Höchste auf Erden. Das war jetzt 1 Minute Stille. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht bist du gerade unruhig geworden und dachtest, was passiert? Fehlen ihm die Worte? Will er nicht anfangen oder kann er nicht anfangen? Vielleicht fällt die Predigt auf, der eine oder andere ist erleichtert. Wie geht es weiter jetzt? Seid einfach still. Still sein ist tatsächlich dann und wann extrem wichtig. Und vielleicht hast du dich auch gerade daran erinnert, an einen Moment, wo du schon mal ganz still warst. Vielleicht für dich alleine auf dem Berghütte oder irgendwo in einer Kirche, wo es wirklich still war und auf einmal ganz tief in dir erfahren hast, erlebt hast oder gespürt hast oder wie man immer das auch ausdrücken will, dass Gott dir wirklich nah ist. Dass Gott wirklich dir nahe ist und dass er der Höchste ist unter den Völkern, der Höchste auf Erden. Still sein. Manchmal wirklich wichtig. Obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich meistens ehrlich zu sein, finde ich auch Stille manchmal echt langweilig. Macht mich auch nervös. Finde einfach, ja, warum läuft denn nichts? Das ist einfach... Könnte man nicht irgendwas machen, irgendwie mich ablenken und so weiter, was soll man tun? Und so einfach still sein fällt mir nicht nur per se leicht. Sondern muss man da wirklich ein bisschen konzentrieren zu, manchmal vorbereiten, fällt mir nicht zu. Aber jetzt Szenenwechsel, es wird laut. Nach Stille kommt laut. Matthäus 21. Und so zog Jesus in Jerusalem ein, die ganze Stadt geriet in Aufregung, alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische und der Geldwechsler und der Taubenhändler um und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und da kamen schon Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie im Tempel. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagten sie zu ihm. Ja, gewiss, antwortete Jesus. Habt ihr das Wort nie gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Und dann ließ er sie einfach stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Jupp. Nach Stille wird es wirklich laut. Wütendes Geschrei, lautes Krachen, Vogelgezwitscher, Kinderschreien, Stühle und Bänke, die umherfliegen, Geld auf dem Boden verteilt und mittendrin Jesus. Und er redet wie eine unmissverständliche Sprache bei seinem Eintreffen dort in Jerusalem und fasst die Händler und Wechsler mitten in dem Vorhof vom Tempel an und fasst sie definitiv nicht mit Samthandschuhen an. Und da wird ein Bild von Jesus gemalt, der Sachbeschädigung vollzieht.
Also bei einer Demo irgendwo, da regen wir uns meistens auf, wenn Schaufenster hinterher beklebt sind, beschmiert sind oder kaputt gegangen ist. Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Das hat mir mal ein Demonstrant gesagt, der sagt, ich finde das bekloppt, wenn andere Leute Sachen von anderen kaputt machen. Er sagt, Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat einfach Sachen umhergeschmissen, die haben nicht mehr alle Münzen hinterher sortieren können. Machen wir auch. Jesus als eine Person, die Sachbeschädigung hier geht. Er ist in Jerusalem, es ist Zeit vom Passafest und die Stadt ist voller Menschen. Voller Menschen heißt, Hunderttausende waren zu der Zeit in Jerusalem. Hunderttausende wollen irgendwo zum Tempel hinströmen und was wollen sie? Opfer bringen, beten. Letztlich könnte man vielleicht überschreiben, sie wollen irgendwo Gott begegnen. Eben so eine Erfahrung, dass Gott der Höchste ist, die wollen sie machen. Und deswegen strömen sie alle in diesen Vorhof hinein und dort trifft Jesus auf diese Händler. Händler, die verschiedene Opfertiere verkaufen. Da waren Stiere dabei, Schafe, Tauben und die mussten nach dem Gesetz her, nach der Tora, makellos sein. Du konntest nicht einfach deine Ziege von daheim mitnehmen, die dreibeinige Ziege, wo du denkst, ist gut, dass die mal geopfert wird. Nein, die Tiere mussten wirklich makellos sein, gut sein. Und deswegen, wenn du kein makelloses Tier in deinem Stall hattest, dann gingst du zum Tempel und dort waren Händler und verkauften die. Einfach als Dienstleistung für Leute, die an dem Tag opfern wollten und in dieser Zeit in die Stadt kamen. Ein guter Service für sie. Und ebenso auch die Geldwechsler. Weil du kamst mit deinen römischen Münzen hinein, aber römische Münzen waren im Tempel nicht erlaubt. Warum? Weil da ein Symbol, der Kopf vom Kaiser drauf war. Du musst das umwandeln in tyrische Münzen, da war kein Kopf von irgendeiner Person da drauf und nur die tyrischen Münzen waren erlaubt eben im Tempel. Und folgedessen gab es Geldwechsler. Also ein super Service, ein super Bankomat, wo du hingegangen bist und weißt, los, da steckst rein, kriegst tyrische Münzen raus, alles geklärt, toll. Ein guter Service und die Leute machten das gerne. Und natürlich lebten die Händler davon. Natürlich zogen die eine Gebühr ein. Natürlich kosteten die Tiere im Tempelbezirk ein bisschen mehr, als deine dreibeinige Ziege damals gekostet hat. Ja, das stimmt, das war alles. Aber davon lebten die da ja. Und an sich war das eine sehr gute Sache, eine gute Ordnung. Und der Viehhandel ermöglichte tatsächlich den Pilgern ihre Religion auszuüben. Und ich glaube, dass Jesus überhaupt nichts dagegen hatte, dass Leute auf ehrliche Art und Weise ihr Geld damit verdienten. Geld wechseln, Tiere verkaufen, Religion am Laufen halten. Ich glaube nicht, dass Jesus darüber erbost war. Wir wagen einen Sprung in unsere Zeit. Wie könnte es heute aussehen? Look, ich glaube, auch heute wird im Vorhof von unserem Tempel oder anders gesagt im christlichen Umfeld, im kirchlichen Umfeld Geld umgesetzt und viele Menschen leben davon. Der Rubel oder der Franken rollt. Es gibt sogenannte Worship-christliche Musikszene weltweit. Früher hat man noch CDs verkauft, heute wird das gestreamt und das wird irgendwo auf TikTok rausgehauen, auf Instagram und dann werden Songs um den ganzen Globus gespielt und es ist eine riesige Industrie geworden, eine riesige Industrie. Konferenzen, Buchhandel, Seminare, gibt sogar noch Stickers, kann man glaube ich auch noch kaufen, irgendwo sich dran machen. Also Erweckungsveranstaltungen, Podcast, Videos, Fernsehen, Missionsgesellschaften, karitative Hilfe. Und es ist wirklich, du hast ja eine Unmenge Umfeld am christlichen Kuchen, wo einfach irgendwo Geld umgesetzt wird. Und wenn du nach Jerusalem gehst, da kannst du mittlerweile so viel Originalholzsplitter vom Holz Jesu kaufen, da könntest du mehrere Schiffe von bauen. Aber das gibt es, da leben ganz viele Leute davon. Das ist fantastisch, sage ich dir. Wie dem auch immer sei. Dann gibt es noch den Haufen an Teil- und Vollzeitangestellten, höre ich ja selbst dazu, wo man Lohn bezahlt, Miete bezahlt und so weiter. Geld verdienen, ausgeben, das hört bis heute in den Vorhof um das Treiben vom Tempel drumherum. Wir sind nicht anders als zur damaligen Zeit. Und auch hier glaube ich, dass Jesus nicht grundsätzlich was dagegen hat, dass Musik vertrieben wird, dass Bücher verkauft werden, dass Videos gibt, Blogcasts, alles Mögliche gemacht wird oder Lohnzahlungen gemacht werden. Ich glaube nicht, dass Jesus gegen das grundsätzlich da gesprochen hat. Was hat aber Jesus denn so
in Rage gebracht, dass er dermaßen durchgreift und Sachbeschädigung begeht. Dinge von anderen Menschen kaputt macht, umschmeißt. Ja, noch mehr die Leute, die damals in Charge waren, wirklich gegen sich aufbrachte, so weit, dass sie wirklich ihn hinterher kreuzigen wollten. Und Jesus begründet sein ganzes Vorgehen mit einem Bibelzitat aus Jesaja, wo er sagt, mein Haus soll ein Haus vom Gebet sein. Aus Jesaja 56. Und dann fügt er hinzu, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Das ist eine Analyse. Und all das Treiben in den Vorhöfen vom Tempel hat bei Jesus scheinbar so einen Stellenwert bekommen, dass er sagt, das lenkt vom Eigentlichen ab, was wirklich hier an sich geschehen sollte. Er nennt es Räuberhöhle und sagt, das Geschäft, wo rund um die Religion gemacht wird, mit den religiösen Gefühlen und mit den Wünschen von den Menschen, das ist wirklich eine Räuberhöhle. Der Glaube ist scheinbar in den Augen von Jesus was geworden, verwaltet und ritualisiert worden ist, dass man erledigt, eine Pflicht wird, es wird verkauft, gekauft und letztlich eine Anstrengung. Und all die Methoden und Techniken, die damit einhergehen, wenn du mehr beichtest, wenn du mehr betest oder wenn du die Hände hebst oder die Hände in der Tasche hältst oder in der Small Group bist oder nicht bist und so weiter, all das entwickelt auf einmal so einen ganz großen Aufwand. Und Jesus point wie mit dem Finger darauf hin und sagt, hey Leute, um das geht es letztlich nicht. Schaut mal hin, die Wirkung von dem. Weil es wirklich viel los im Tempel, ein buntes Treiben. Aber Aktivismus ist noch keine Garantie darauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir können noch ganz viel machen und ganz viel erledigen und alles Mögliche tun, als Einzelne und als ganze Kirche. Was durchaus fromm manchmal aussieht und religiös erscheint, kann trotzdem im Inneren morsch sein und hohl werden. Er kann zwar Menschen bewegen, manchmal sogar Menschen ein schlechtes Gewissen machen, aber was eins nicht machen kann, es kann keine Hoffnung verbreiten. Es kann nicht wirklich Hoffnung bereiten. Und das bringt Jesus auf die Palme. Das bringt Jesus auf die Palme, weil es nicht Hoffnung verbreitet, sondern du musst Dinge auf einmal erledigen. Wenn ihr meint, mit dem Äußerlichen, mit die Sachen im Innerlichen ins Reine zu kommen, mit Hoffnung erfüllt zu werden, sagt Jesus, nein, das ist der falsche Weg. Und dann greift Jesus massiv durch und stößt das um, irritierte Leute, ist auf einmal ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Es stößt ihm auf, dass diese Dinge so in den Vordergrund gestellt werden. Und interessanterweise ist ein Text, wo Jesus extrem von der emotionalen Seite mal gezeigt wird. Und nicht emotional in dem Sinne, wo er weint über andere oder den Kopf schüttelt oder ärgerlich in dem Sinne, sondern nein, er wird wirklich wütend, er greift durch, er wird handgreiflich. Ich kann mich gut daran erinnern, das ist schon sehr, sehr lange her, wo sich ein junger Mann, der nichts mit dem Glauben zu tun hatte, angeschlossen hat, Jesus wirklich nachzufolgen. Er zog in eine WG ein und hat dann in der WG in seinem Zimmer, wo er gewohnt hat, ein Riesenbild, eine Wand, genau mit der Zähne gemalt. Und Jesus mit einem enormen zornigen Ausdruck, mit so einem Stecken in der Hand, wie er da durchrast und so weiter. Und das ist mir geblieben damals. Ich habe gesagt, ja, das ist mal ein Jesus, hä? Das ist mal einer, der durchgreift, so richtig so. Und das ist ihm so geblieben im Bibellesen, einfach, dass dieses Poster da gemalt hat. Und man hört förmlich, wie Jesus durch den Vorhof vom Tempel umherläuft und wie mit anderen Worten sagt, hey Leute, macht den Glauben endlich wieder einfach. Nicht die makellosen Tiere stehen im Vordergrund. Nicht die richtigen Münzen sind letztlich entscheidend dafür. Und auch nicht dein Outfit, die Kleidung und auch nicht der Sound und auch nicht die richtige Sitzordnung oder Faden oder sonst was auch immer. Das steht nicht im Vordergrund. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und darauf tut Jesus wie runterbrechen, sagt, look, das ist im Kern, um was es geht. Kapiert das endlich. Ein komplizierter Glaube verbreitet keine Hoffnung, sondern viel Aktivismus. Muss viel machen. Und dann sagt Jesus, Aufräumen ist angesagt. Um was geht es letztlich?
Und er hat schon gesagt, look, es soll ein Gebetshaus sein. Es soll ein Ort vom Gebet sein. Es soll ein Ort sein, an dem man Gott begegnet, Gott erkennen kann. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Im Hebräischen, wenn ihr das Wort mit nachschaut, erkennen. Erkennt, dass ich Gott bin. Das meint so viel wie ich begegne dem anderen. Wie ein Raffi Caruso hier, immer als MC, ich begegne ihm. Heute Morgen habe ich ihn gesehen, habe ihn sogar umarmt, er mich auch. Er hat mir gesagt, ich sehe gut aus und ich habe ihm gesagt, er sieht auch gut aus. Wir waren uns einig, wir sehen beide gut aus, warum auch immer. Und wir erkennen uns, wir umarmen uns, wir kommen uns nahe. Das bedeutet dieses Wort, ich begegne dem anderen. Es wird sogar so weit gezogen, das Wort, dass für die Begegnung mit Mann und Frau vom Geschlechtsakt das Wort gebraucht wird. Man erkennt einander, man ist sich wirklich nah. Um das geht es in diesem Gebetshaus. Ich glaube, viele Schweizer, Deutsche oder Europäer behaupten nach wie vor, sie kennen irgendwie Gott oder sie glauben irgendwo, da gibt eine höhere Macht. Und vielleicht bist du heute auch einer hier und sitzt hier oder bist online dabei und sagst, ja, irgendwie macht das vielleicht schon noch Sinn, dass da einer über uns schaut und so weiter. Und das ist sicherlich nicht falsch. Aber im Kern geht es nicht einfach um das wahrzunehmen, sondern hey, ihn zu erkennen, wirklich eine Begegnung mit ihm zu haben. Und das ging es Jesus da drin. Nicht einfach um die religiöse Form, sondern wirklich den Gott nahe zu kommen. Wirklich zu erkennen, eine persönliche Erkenntnis daraus zu erlangen. Und dann räumt Jesus mit all den komplizierten Dingen eben und Äußerlichkeiten auf. Man kann förmlich hören, wie Jesus sagt, hey Leute, macht's einfach. Macht euren Glauben wie man einfach. Umarmt Gott, kommt ihm so nah. Im Englischen heißt erkennen, recognize. Und von dem recognize ist so wie abgeleitet, im Schweizerischen sagt man ja rekognoszieren. Ne? Ich gehe rekognoszieren. Was machst du? Ich gehe rekognoszieren. Also ich gehe auskundschaften, ich gehe was rausfinden, nachschauen. Und rekognoszieren kannst du nicht von deinem Stuhl aus, Leute. Wenn du irgendwas rausfinden willst, ich weiß, meine Frau hat das Lehrerin mehrmals rekognosziert, irgendwelche Schulheime und Ausflüge und da musst du vor Ort hingehen. Da musst du wirklich was rausfinden. Und dann mal schauen, wie sieht es denn aus? Du musst sortieren. Mal ein anderes Bild gebraucht. Wir haben daheim vor kurzem unseren Keller aufgeräumt. Genau, das ist ein Symbolbild. Ein schönes Symbolbild, ja. Aber so ähnlich sah unser Keller tatsächlich aus. Und wir machen das ab und an und sagen, hey Leute, es ist einfach zu viel Krusch da. Warum auch immer. So viel Zeug, es hat sich irgendwie angesammelt. Und dann haben wir uns jetzt im Frühling gesagt, look, jetzt müssen wir mal ran. Zeugs rausgetan und angeschaut, braucht man das, dies und jenes noch und so. Dinge verschenkt. Sagt, Leute, das können gut vielleicht andere Leute brauchen. Und hast du manche Dinge in deinem Keller, du weißt gar nicht, warum du sie im Keller hast, aber du hast sie da. Irgendein Kobold hat sie da reingelegt. Weiß der Geier, wer das war. Und hast manche Dinge seit Jahren da drin, du hast sie nie wieder angefasst. Oh, das haben wir ja noch. Habe ich neulich noch gekauft. Wusste gar nicht, dass wir noch eins haben. Weißt du, also Zeug, wo du denkst, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das tut gut, aufräumen. Das tut wirklich gut, aufzuräumen. Dinge zu verschenken, Kleider auszumisten. Na, hey, das kann ein anderer noch tragen. Alte Fotokamera, dies und jedes und Sepp und Aber. Look, die Episode mit Jesus stellt uns heute auch als Kirche und als Einzelne wirklich vor eine Frage. Wo hat der fromme Betrieb in deinem Leben, uns als Kirche, mehr Barrikaden und Krusch angesammelt, anstatt so eine Brücke ist zum Begegnen mit Gott? Wie wird das aussehen, wenn Jesus heute vorbeikommen würde im ICF Basel, im ICF Baseland und Lörrach? Wie wird es aussehen, wenn Jesus bei dir daheim zu dir kommen würde, in deine Firma, in dein Zuhause? Was wird Jesus vielleicht umschmeißen und sagen, meine Güte, tu das Zeugs endlich weg aus deinem Leben? Wo wird Jesus aufräumen und sagen, hey, das hilft nichts, das ist eine Räuberhöhle geworden bei dir im Keller. Tu das Zeug endlich mal raus, das braucht kein Mensch, du auch nicht. Lass es los, verschenk's. Denk mal kurz drüber nach.
Wo ist unser Glaube vielleicht zu kompliziert und zu überfrachtet geworden? Und wenn er das geworden ist, dann ist eins angesagt: Aufräumen und vereinfachen. Aufräumen und vereinfachen. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich möchte ein paar Hinweise heute Morgen geben. Was heißt das? Aufräumen und vereinfachen. Ich glaube, im Kern geht es beim Aufräumen und Vereinfachen um so eine Art Gottesentrümpelung. Aufräumen, vereinfachen, es geht um Gottes Entrümpelung. Sachen wirklich rausschmeißen, den Zugang zu Gott wieder freischaufeln, Dinge aus dem Weg räumen, die vielleicht im Weg stehen, die nicht per se schlecht sind. Muss nicht alles Schlechte drin sein, was im Keller drin ist. Aber manchmal ist notwendig, sich wieder die wesentlichen Dinge in der Nachfolge stärker vor Augen zu malen. Und dann heißt es weniger Religion und mehr Raum schaffen für Begegnung. Übrigens, das ist ein interessantes Anliegen gewesen, auch von den Reformatoren. Luther, Calvin, Zwingli und so weiter, in ihrer Zeit, den Glauben der damaligen Zeit auch zum Stück weit zu reformieren, wieder zu einer wirklich Neuform wieder hinzubringen. In der katholischen Kirche damals bis heute gab es 7 Sakramente. 7 Sakramente und im Kindergottesdienst in der katholischen Kirche kriegst du das beigebracht. Sie sollen an sich zeigen, wie Gott unser Leben begleitet, von der Geburt letztlich über unser Leben bis zum Sterben wieder hin. Taufe als ein Sakrament, als ganz besondere Handlung, Taufe, Eucharistie, Firmung, Eheschließung, Buße tun, Priesterweihe und Krankensalbung. Das sind die 7 Sakramente in der katholischen Kirche. Der Luther, Calvin, Zwingli haben gesagt, nein, das ist zu kompliziert oder viel zu viel und alles Mögliche. Das war nur ein Teil von ihrer Motivation. Und haben es auf 2 Sakramente wieder runtergetan, auf Taufe und Abendmahl. Warum? Ja, das hat Jesus ja auch selbst so begründet und auch selbst so gemacht. Zurück zu uns, zu dir. Wie können wir entrümpeln? Und wer jetzt denkt, ihr kriegt ein paar geistliche Aufräumtipps à la Marie Kondo, ihr kennt die vielleicht, die Marie Kondo. Wer kennt die? Ich habe mich wirklich gefragt im Vorfeld. Ja, doch ein paar. Marie Kondo, das ist die japanische Aufräumkünstlerin, die ist Millionärin dadurch geworden, durch ihr Marie Kondo-Prinzip, den, glaube ich, 5 oder 6 Regeln, die sie dort hat, wo man nach denen man aufräumt. Ich gebe euch nicht 6 geistliche Aufräumregeln. Aber die 3. Regel von Marie Kondo finde ich wirklich noch inspirierend, auch eine Gottesentrümpelung in deinem eigenen Leben vielleicht zu praktizieren, um zum Wesentlichen zu kommen. Weil die 3. Regel heißt bei ihr, entscheiden, was behalten wird, tut man aufgrund der Frage, macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in der Hand nehme? Das ist ihre 3. Regel. Du gehst in den Keller runter, nimmst den Gegenstand in der Hand und sagst, macht mich das glücklich? Ich kann das jetzt nicht auf Japanisch sagen, aber das Glücklichsein ist wie so so ein Gefühl, tut das Kraft geben, Glück macht, tut es mich befreien und so weiter. Macht mich das glücklich, wenn ich das in der Hand nehme? Wir haben ganz viele Sachen gefunden, die uns überhaupt nicht glücklich machen. Aber wir haben sie trotzdem. Weiß der Geier warum? Aber wenn man die Regel mal ein bisschen verändert und sagt, okay, das ist Aufräumen, da kannst du daheim selbst alles nachlesen, aber dein geistliches Leben entrümpeln, können vielleicht bedeuten, macht das, was ich tue und das ich praktiziere, macht das mein geistliches Leben reicher und lebendiger, konsequenter mit dem Leben mit Jesus. Ich möchte euch ein paar Hinweise geben aus meinem Leben. Und das sind nur Hinweise aus meinem Leben, wo ich jetzt ein paar Jahre oder neu immer wieder anfange zu praktizieren und sage, da möchte ich darauf achten, ich möchte mein geistliches Leben entrümpeln. Und dann heißt es wirklich, ich muss in eine geistliche Schatzkammer gehen und all die Dinge, die ich in Jahren so angesammelt habe und frage mich, warum habe ich das? Warum praktiziere ich das in meinem geistlichen Leben, was auch immer damit zusammenhängt? Warum habe ich das in meinem Leben drin? Eben so ein, so einen geistlichen Ventilator, den ich dauernd praktiziere. Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Ist das noch schöne Religion oder frommes Beiwerk oder kann das nur wirklich weg? Aber hat mir mal viele Jahre geholfen, aber jetzt eben nicht mehr. Und jetzt kann ich es wirklich entsorgen. Es war mal wichtig in meinem Leben, irgendwo so ein schönes
nette Vorstellung von Gott und Jesus und allem Möglichen haben. Oder ich brauchte immer so einen geistlichen Ventilator, der mir irgendwie zugeblasen hat. Jesus ist da, schön, dass du da bist. Vielleicht kann das jetzt wirklich weg. Und ich möchte euch nur 2 Dinge mitgeben, wo ich praktiziere. Das eine ist, weniger muss und mehr darf. Und lass mich kurz am Anfang sehr deutlich machen, wenn ich von weniger und mehr rede, dann sage ich das sehr bewusst. Es geht nicht um Schwarz und Weiß. Kapiert das wirklich? Es geht nicht um Schwarz und Weiß, es geht um weniger und mehr. Es geht nicht um entweder oder. Und vielleicht heißt es für dich auch nochmal was anderes, wie es für mich heißt. Aber ich habe entdeckt, bei mir ist wichtig, weniger muss und mehr darf. Ist wichtig für mein geistliches Leben, dass mein Leben wirklich ein Gebetshaus ist, dass ich echt Gott erkenne. Ich komme aus einer Familie, aus dem Hintergrund, aus dem geistlichen Hintergrund auch, wo der hohen Verpflichtungsanteil gegeben hat. Und wo man das macht man nicht, das ist gut, das ist richtig, das tut man, sollte man nicht tun und so weiter. Und das hat sich auch mein ganzes Leben immer wieder eingenistet. Und das ist wie so eine, ja, so bin ich halt. Das ist auch meine geistliche oder familiäre Prägung. Ein rechter Verpflichtungsanteil, wo ich gar nicht schlecht finde, auf der einen Seite. Aber mir manchmal auch im Weg steht, im Erkennen von Gott. Ich leide manchmal darunter über den niedrigen Verpflichtungsanteil, wo momentan in der Gesellschaft ist. Aber bei mir ist das so. Und ich merke einfach, weniger muss und mehr dürfen ist entscheidend wichtig. Ich muss nicht so viele Dinge tun, sondern Gott lädt mich dazu ein. Und das ist wie ein Mindset, ein anderes Mindset. Ralf, du musst nicht so und so beten. Oder so und so solltest mal beten. Man sollte Minimum 1,5 Stunden Worship mitmachen können, sonst ist man irgendwo geistlich unterbelichtet. Ihr lacht vielleicht, aber das habe ich schon mitbekommen. Was? Du kannst 1,5 Stunden Fußball schauen, Ralf? Mhm. Je nachdem, welches Spiel. Ne? Ja, kannst du, absolut. Ja. Und 1,5 Stunden Worshipen fällt dir schwer. Ja, ja, kein Wunder, dass es dir so geht. He? Okay. Lassen wir erstmal sacken. Bei mir klingelt das regelmäßig was an, so dieser Verpflichtungsanteil. Vielleicht sollte ich doch mal wieder probieren. Vielleicht verpasse ich auch irgendwas. Ich muss lernen, mehr als eine Einladung zu hören. Ralf, ist eine Einladung, kein Muss. Und die Frage, wird mein Jesu-Erlebnis, wird mein Erkennen von Gott dadurch reicher, intensiver und auch lebendiger? Ist für mich ein Gradmesser geworden, ob ich Dinge praktiziere oder sage, das kann weg. Das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Und offensichtlich, ich merke, wenn ich die Einladung wahrnehme, dann geht es mir wesentlich besser. 1,5 Stunden Worship, Leute, geht immer noch nicht. Aber da wird wahrscheinlich diesseits von meinem Lebensjahr dann so oder so nichts mehr werden. Aber zur Beruhigung von denjenigen, denen es anders geht, und kann sein, dass du ganz anders gestrickt, manchmal 1,5 Stunden FCB schauen, ist auch anstrengend. Wirklich. Und heute Nachmittag werden wir vielleicht wieder sehen. Weil? Also das ist nicht per se Fun, ist nicht per se lustig. Das Zweite, was ich gelernt habe oder wo ich dran bin, ist weniger Plan, mehr Abenteuer. Je länger ich Jesus nachfolge, entdecke ich, ich möchte weniger Pläne machen. Jetzt denkst du, ja, ist ja logisch, du, so alt wie du bist, würde ich auch nicht mehr viel planen. Ja, hat was. Aber ich bin ein Mensch an sich, ich habe gern Pläne. Ich finde es an sich toll, wenn ich Pläne habe. Ich bin froh über einen Plan für unser Loft, dass das endlich fertig wird. Wann wird was gemacht, das finde ich gut. Ich finde auch sehr gut, dass wir Pläne machen, wenn wir in Ferien fahren. Ich finde es toll, wenn ich weiß, wohin ich fahre, wie lang das geht, wo das genau ist und wann wir losfahren von A nach B. Meine Frau plant meistens unsere Ferien. Das finde ich sehr schön. Das gibt mir Sicherheit. Meine Frau ist ja vielleicht anders oder andere Leute sind noch anders, die finden, komm, wir fahren einfach mal los. Im Holländischen gibt es einen Ausdruck, da habe ich sage, auf de bonne Foy, wie heißt das so? Aufs Geratewohl mal losfahren und so. Ich finde, auf Geratewohl losfahren finde ich extrem anstrengend. Bei der nächsten Kreuzung, ja, wohin denn jetzt, links oder rechts? Ja, fahr doch einfach mal, ja. Mich strengt es an. Ich mache gern Pläne, aber ich habe lernen müssen in meinem geistlichen Leben, dass ich nicht so viele Pläne immer wieder machen soll. Mein Leben ist nicht einfach ein Lego-Plan mit 3929 Teilen und dann entsteht so ein toller Bagger. Und nur, wenn das richtige Teil am richtigen Ort ist, nur dann ist deine Berufung auch wirklich entstanden.
Das muss ich durchbuchstabieren. Mir hilft das, Gott zu erkennen. Mein Leben ist nicht eine Lego-Technik-Anleitung. Vielleicht wird es ja gar kein Bagger, sondern ein U-Boot. Und vielleicht noch was anderes, ein Velo. Wer weiß, wie Gott mit meinem Leben weitergehen wird. Aber für mich ist wichtig zu lernen, hey, ich möchte den Mut haben, Gott vertrauen, weniger Plan, um mehr Abenteuer zu gehen, dass er mich überraschen wird, ich Gefahren entdecke und manche gut gemachten Pläne auch wieder beiseite tun kann. Und weniger Religion, aber dafür mehr dieses Abenteuer Gottes entsteht. Und das Ergebnis ist ein aufgeräumter Keller. Jesus räumt auf und er räumt deutlich auf. Und das Interessante ist ja nur ein Teil von diesem Text. Es kommen dann ganz viele lahme und kranke Menschen auf einmal rein. Auf einmal wird Hoffnung breit in diesem Vorhof. Das heißt im Text, im Tempel kamen Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie. Menschen kommen, finden Hoffnung und es wird ihnen geholfen. Der ganze Außenbezirk füllte sich auf einmal mit Glaube, mit Hoffnung und Liebe. Der Glaube, dass der Gott helfen kann. Der Hoffnung, dass das mir gilt. Und der Liebe, dass ich mit meinen Fehlern sogar in dem Hof da willkommen bin, obwohl ich nicht die richtigen Münzen habe. Leute, wir haben alle so blinde Flecken und Lähmungen und wir alle brauchen Hilfe, Vergebung und Unterstützung da drin. Und das muss immer unser Ziel sein als Kirche, dass wir das letztlich weitergeben. Ein Ort von der Begegnung mit Gott ermöglichen und Hoffnung wird sich breit machen. Und Liebe wird untereinander praktiziert werden. Was damals passierte, verschlägt einem fast die Sprache. Leute absolvieren keinen frommen Parcours, sondern erleben auf einmal Gottes Güte und Nähe. Kommen einfach hinzu. Nicht sie bringen Gott was, sondern sie werden beschenkt. Eine außergewöhnliche Story da drin. Und da macht sich die Zuversicht auf einmal breit für alle Menschen. Hoffnung entsteht wirklich für viele. Hope fully. Auf einmal breitet sich so ein Duft von Hoffnung aus. Der liebende Gott ist in unserer Mitte. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein. Psalm 46. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein. Ich möchte Mut machen, vereinfache deinen Glauben. Entrümple Dinge, die nicht wirklich dein geistliches Leben reicher, konsequenter und lebendiger machen. Schaff Raum, auch für das Schwache und für die Unzulänglichkeiten. Und Hoffnung wird sich bereiten. Güte und Menschenfreundlichkeit wird von dir ausgehen, von uns als Kirche. Ich möchte dich bitten, aufzustehen und wir nehmen uns am Schluss nochmal eine Minute Zeit von Stille. Das Gebetsteam ist parat. Hier vorne sind mehrere Leute da, die parat sind, mit dir zu beten. Manchmal braucht man Menschen, um zu entrümpeln. Und dann ist gut, das miteinander zu tun, dann mach das. Wenn du denkst, hey, ich möchte das mal irgendwie aussprechen oder ich möchte dann einfach mit einem Gebet zusammen, ich möchte in so eine Begegnung kommen, dann ist ein guter Moment, nutzt die Gelegenheit. Und sonst nimm eine Minute jetzt still, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Jesus möchte höchst sein in deinem Leben. Entrümpelt.